Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma Uff Pelzig. Und nachdem wir jetzt hier gespeichert haben und das Gewitter sich verzogen hat, was eigentlich nur relativ klar war, aber naja. Man hätte mit dem Schlimmsten rechnen können. Ach, wär's doch nur wieder so, ach, wär's doch nur wieder kühl. Ich hoffe, das wird noch in der nächsten Zeit. Jo, jetzt gehen wir wieder über Yangtze und in Wüste nach Luran. Ja, komm schon her. Komm her, die strahle ich kaputt. Ach ja. Mit der neuen Lanze, die wir hier haben, und mit dem Sakralsiegel sind wir definitiv bestens gewappnet für Luran als sakraler Strahlemann in Zombie Town. Okay, das war alles in der Region. Ich mache hier am liebsten auch noch alles platt, was sich irgendwie noch bewegt. Denn die Zombies geben eigentlich ganz gute EP. Deswegen nehme ich hier eigentlich ganz gern mit, was geht. Zack. Ah ja. Okay. Ey, hör auf. Ich so Grütze, du Zombie-Onkel. Okay, ansonsten hat mir ja alles. Der Ostdeel haben wir, soweit ich mich erinnere kann, eigentlich gelöst. Jetzt gibt es nur noch eine Sache, und zwar hier over. Da kommen wir jetzt aber gleich erst hier. So, dafür müssen wir jetzt dort hier, wo die Zombie-Onkel hier verschwunden sind. Wo wir uns noch in der vorletzten Episode daran erinnern, dass der Mann in Luran einen Durchgang gebaut hat. Zack, jetzt können wir hier rein verschwinden und sind hier im nächsten Gebäude. Ja, die Zombies, die kriegen wir mittlerweile eigentlich auch ziemlich schnell und gut gebacken. So, die wackelige Ikea-Möbel sind aber nach wie vor Feind für uns. Und wir könnten jetzt theoretisch auch, wenn wir lustig wären, hier unterm Tisch durchkrabbeln. Das sind wir natürlich auch. Party, Party. Und dann geht es hier natürlich im Kamin weiter. In Luran wären wir halt darauf vorbereitet, dass man im Spiel bedenken sollte, dass Kamine Optionen sind. Ja, jetzt zittert der Geist aber auch hier nur blöd rum. Weil wir haben Sakralsiegel Edge. So. Das heißt, die können uns jetzt nichts mehr. Ansonsten hätten die uns vorher ohne Probleme eingesaugt und wieder zurück zum Platz gebracht. Oh nee, die dämliche Philippitz wieder. Die versuche ich so schnell wie möglich im Keim zu ersticken. Philippitz gerät in Rage. Weg, wenn ich sowas schon lese, dann baut sich in mir schon so ein gewisser Zorn auf. Da ist immer so ein Papa-Zombie und Mama-Zombie ist auch noch da. Hallo Mama-Zombie, tschüss Mama-Zombie, und ihren Bruder ist auch noch da, der Onkel-Zombie. So. Da gehen wir noch relativ souverän um mit dem Ganze hier. Und jetzt kommen wir in der Nordseite von Luran raus. Zack. So, die war uns vorher verschlossen. Und da gibt es natürlich auch noch wieder Dinge, die wir erkunden können. Das war jetzt eben schier zu spät reagiert. Da können wir jetzt auch noch reinschluppen. Und ich glaube, das ist hier. Hier gibt es nämlich noch was Optionales, außer die 178 Taler. Und zwar, wenn wir uns da drunter verstecken, ist das, glaube ich, der Fall. Ich glaube, wir müssen nichts vorher haben. Wir müssen uns einfach nur verstecken, oder? Ja. Fluffys Stimme erklingt. Zombies nähern sich dir. Versteckel dich. Und das ist was Optionales, was man nur kriegt, wenn man längere Zeit unter dem Tisch versteckt bleibt. Jetzt sind wir versteckt. Und da kommen sie auch schon. So ein Papa-Zombie und so ein Onkel-Zombie. Das ist sogar der King-Zombie, der Papa-Zombie. Unter uns walten Fremde. Er vernichtet uns, wann er uns begegnet. Und der andere, der Onkel-Zombie, ist so ein stinknormaler Untoter. Wir sollten nicht länger zögern. Lass uns den Zombie-Jäger finden. Was ist das? Wo kommt der Lärm her? Mensch, er ist Kummer, der Vernichter. Das finde ich einfach nur sehr, sehr geil, die Szene. Hey, Ark, vielleicht wissen die Bewohner nicht, dass sie untote Kreaturen sind.
Das finde ich sehr geil, einfach das Gespräch. Das ist was Optionales, wie gesagt. Normalerweise würde man jetzt einfach so hingehen und ja, 178 Taler abgestaubt und wieder tschüss. Aber da wir hier so lustige Tischkrabbler sind, haben wir noch die optionale Szene mitkriegt. Das finde ich persönlich extremst geil. Ja, und es gibt halt irgendwie wieder zum Nachdenken, ob die Bewohner von Luran eigentlich überhaupt wissen, dass sie Zombies sind. Aber so wie die sprechen, müssten die das eigentlich rausfinden. Ich meine, so spricht ja kein normaler Mensch, außer er ist ziemlich langsam im Kopf, ey. Jo, wird aber auch noch interessant, was die Bewohner von Luran sind, wird eigentlich auch noch geklärt, weswegen ich das Optionale dann auch etwas merkwürdig fand, um ehrlich zu sein, weil die Aufklärung, was die Bewohner von Luran sind und was die Zombies hier miteinander besprochen haben, widerspricht sich gewissermaßen, aber ich glaube, eben schon, als ich drüber nachgedacht habe, bin ich auf die Lösung gekommen. Jo, das werden wir aber zu gegebener Zeit auf jeden Fall nochmal durchdiskutieren. Das versteht sich von selber. Okay, das war King Zombie Gebäude hier. Ich mag ja nichts verpassen, jetzt nachdem ich so rumgerannt bin. Hier war, glaube ich, nichts. Genau, daneben in der Gas war auch nichts. Habe ich nichts verpennt hier. Gut, da waren nur Kreaturen und da können wir auch rein. Oh, ich glaube, das Gebäude ist zwar später erst noch wichtig. Und zack. Zack, habe ich gesagt. So. Okay. War hier im Kamin auch noch was? Nee. Das Mal ist ausnahmsweise nichts im Kamin. Und dann müssen wir da rein. Glaube ich zumindest. Ich glaube aber, das ist erst ein Ort für später, wo wir uns hier eigentlich befinden. Penne können wir hier nicht, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ja, Doneve kommen wir erst später hier. Da müssen wir erst später hier. Ich lasse das Ding jetzt mal Ding sein. Und kümmere mich um andere Business. Also ich mache hier Taking Care of Business and Working Overtime. Hä, uff, du rotziger Philippitz, Igitt. Oh nein, Philippitz gerät in Rage. Alter Falter. Alter Falter, das macht mich so wütend. Deswegen petze ich mir erstmal so Wunderknöllchen rein. Ziehe ich mich wieder hoch. Ja, komm. Wegen deiner Zähne, wenn ich ja, ist es jetzt auch egal. Hauptsache, ich mache den ekelhaften Philippitz hier fertig. Da ist noch so einer. Gitt, Alter, kommt jetzt so arg gewichtelt. Wäh. Ein widerlicher Schildkrottepanzer auf dem Rücken. Kotz. Dann gehen wir dort wieder hoch. Oh nein, 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 nein. Philippitz Armada. Alter. Mistviecher. Elender Mistviecher. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und kaum hätten die mich mal getroffen, geraten die in ihren Bruce Lee-Wahn. Hör auf. Mistviecher. Das ist aber auch nicht so richtig hier. Ein Geist erscheint. Nee, das ist wohl eine Gas du Sac. Da haben wir nichts verloren eigentlich. Oh, jetzt müssen wir wieder durch das eklige Philippitz rumgehupse. Mistviech, Mistviech. Hau ab, du Grottekopf. Dappige Viecher, also ohne Witz, die Gegner lösen so einen spezieller Hass in mir aus. Ich kann die echt nicht ausstehen. Das liegt aber auch einfach nur daran, dass die Dinger scheiß nervtötend sind. Eigentlich kann man es sehr leicht... So, nochmal was Geld kriegt, ohne die Treppe hochzulatschen. Eigentlich kann man die relativ easy fertig machen, wie man ja sieht. Aber trotz allem nerven die mit dem dappigen Rumgekasper. Moment, da war das definitiv nicht der richtige Weg. Dann müsste ich vielleicht beim anderen Reihe. Aber das Gebäude hier ist sowieso erst für den Schluss geeignet von Luran. Das ist sozusagen hier Luran the Final Chapter. Das Gebäude. Okay, das Mädel haben wir gewone-hittet. Und Zombies sind auch keine mehr übrig. Dann gehen wir nochmal den Gang entlang und kommen, hups, beim außergewöhnlichen Zombie Dad raus, der auch seinen Kopf wie die Mädel rumschießen kann. Huch, während das Mädel einfach nur ganz normal ihren Kopf verliert wie die andere. Hier scheint die Rolle ein bisschen umgedreht zu sein. Ah, jetzt ist der Onkel mal auf der anderen Seite. Okay. Zack.
one-hitted. Und da ist noch ein Onkel. Huch, was habt ihr mit dem Papa gemacht? Naja. Müssen die Zombies unter sich klären, die Sache. Jetzt sind aber hier wieder die Dinger dabei. Und ich muss sagen, ich finde diese Luran-Musik auch sehr geil. Ja, gerade mit dem Glockenschlag hat es immer irgendwas Mysteriöses, finde ich. Und sowas Apokalyptisches einfach. Und mit einer Terminstelle hat es definitiv auch wieder was Gruseliges. Oder was Horrormäßiges. Alter, kann der Mordio auch mal aufhören, oder mit? Ich glaube, der hat sich gerade eben aus allem ergossen, was möglich war und so viel noch drin war. Kotz. Okay, da waren wir gerade drin. Ich suche wieder die optionale Gebäude. Das ist auf jeden Fall eins. Jo, das ist auf jeden Fall ein optionales Gebäude. Kleines Gebäude auch noch. Verfügt noch nicht mal über ein Bett. Das wird wahrscheinlich irgendein stinknormales Verkaufsgebäude oder so gewesen sein. Gehält Götterknolle. Das ist das Beste, was wir im Spiel an Heilung finden werden. Füllt 150 Kraftpunkte auf. Nein. Und ich will es auch nicht ausrüsten, die Götterknolle. Ich mag wieder mein sakrales Siegel haben. Wunderknolle. Petzen wir uns aber jetzt auch gerade wieder rein. Das muss einfach sein. Gehen wir wieder raus. Und hier im Kamin ist auch nichts. Siehst hier immer wieder mitgenommen, was geht. Und draußen sind die ganzen Gegner mal wieder respawned. Zack, zack. Sehr schön bei denen. Lassen wir noch Geld. Und so geht's auch noch weiter. Bei denen springe ich ja schon, wenn ich nur den Erdhaufen im Boot sehe oder erahne. Zack. Jawohl, beide erwischt. So, da ist noch der Zeta und dich mache ich auch noch fertig. Und da noch. Ich weiß, da unten war jetzt auch noch so einer von den Erdteufel, sage ich jetzt mal. Aber den habe ich jetzt bewusst ignoriert. Okay, da ist... Oh, geil! Level 19 erreicht. KP steigt um 11, die Stärke steigt um 2, genauso wie die Abwehr. Und das Glück um lächerliche 1. Aber besser als nix, oder? Besser als in die Hose geschissen, die Sache. Oh, da ist die ganze Familie hier. Ich wollte jetzt nicht bei eurem Familientreffen stören. Das klingt wahrscheinlich auch dann sehr amüsant mit einem ständigen Okay, da sind wir jetzt zu einer geheimen Passage in Anführungszeichen gekommen. Und finden hier ein Kraftelixier. Die Dinger sind sowieso sehr rar gesät. Also schlucken wir das natürlich auch sofort. Und unser Stärke steigt um 1. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Weiter geht's hier allerdings nicht mehr. Und das Ding kriegen wir so leider auch nicht. Aber so kriegen wir es. Die EP nehmen wir definitiv auch noch mit. So ist wieder das Zombie-Familie-Treffer. Der Onkel Fester und Gomez machen wir auch noch fertig. Die bin ich ja wundere bei der Addams Family, wenn du ein Zombie noch in der Familie mit dabei wäre. Ey, hör auf, du wiegst die Rüstung. Garstige Rüstung, hör auf. Oh, meine absolute Todfeinde, die Philippines. Das klingt irgendwie wie eine absolut miese Boyband aus den 90er, oder? Die Philippines. Geht aber irgendwie dazu Basse, weil ich war und bin kein Boy-Group-Fan und auch kein Girl-Group-Fan. Ich finde das furchtbar. Da ist wieder ein kleines Treffer. Oh, die Mama dort, die hat aber... Ui, die hat mich verseucht. Die Alte hat mich verseucht. Das gibt's doch gar nicht. Haben wir Gegengift? Gegengift gekaut. Die Vergiftung ist geheilt. Mit der Zombie-Grütze ist nicht so spaßig. Verseuchungen, die ziehen halt ein bisschen besser und mehr ab als Vergiftungen. Deswegen fange ich so Quatsch erst gar nicht an und warte, bis das selber geheilt ist. Das ersticken wir lieber im Keim sowas. So, da geht's auch noch wo rein. Ja, wieder nur das übliche Zombie-Gelaber. Gibt auch nichts Neues, was die zu erzählen hätten. Jetzt habe ich sie auch noch gestört, während sie hier das Mädel versucht hätten zu belehren. Und dann
Jetzt herrst du mal auf, du Scheißvieh. So, Jesus, das hat gestört wie noch was. Ganz der Vater verloren. So, Onkel und Vater wollten das arme Mädel belehren, weil sie wieder Mist gebaut haben. Und wir gehen rein und schlachten die ganze Familie ab. Das nenne ich doch einmal sehr fair, oder? Ich meine, das wäre natürlich schon assi, wenn man sich vorstellt, dass die Bewohner von Luran sich eigentlich für normale Leute halten. Wobei die auch Zombie-Jäger gesagt haben, also, ne? Von daher, weil der Ende schon gesagt hat, Zombie-Jäger, eigentlich müssten sie wissen, dass sie Zombies sind. Also am Friedhof Senar, es wimmelt mal wieder von Zombies. Wie in jedem schlechten Horrorfilm, aber ich steht Sache bei einer Zombie-Plage in real, in Anführungszeichen, wird man wohl wahrscheinlich die meisten Zombies in Krankenhäuser finden, statt auf dem Friedhof. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die vorletzte Episode. Wo ist es dann? Ich glaube, das ist es. Wir haben unserem guten Kumpel Temujin geraten, dass er sein Geld mit ins Grab nehmen soll. Und ich habe noch gesagt, davon können wir profitieren. Auf dem Stern hier steht, hier ruht Temujin. Er glitzert in der Erde. Arke hält 500 Taler. Tja, damit war er wohl der reichste Mann in Luran, aber 500 Taler ist bei uns doch eher so, naja, so nettes Trinkgeld, ne? Und jetzt haben wir hier noch was. Oh. Endlich habe ich dich gefunden, du musst deppig sein. Gut, such noch deinem Herrchen. Oh. Sowas, der Kleffer hört nicht. Tja, das ist jetzt auch immer wieder so eine Sache. Ich petz mir jetzt noch so ein kleines Knöllchen rein. Und dann kriegt der gute Deppy den Kamessinschal zu schnüffeln, den wir bei My Linderham gefunden haben. So, alles klar. Ah, du musst mal ins Teppich befeuchten sei. Böser Hundi, seinem Herrchen einfach fortzurennen. Gut, du Zeckematsch, versuch nur mal Lin zu finden. Arg lässt Deppy am Kamessinschal schnüffeln. Okay, jetzt kommt ein etwas nerviger Part. Moment, jetzt haben wir den Kamessinschal verloren. Der Hund kann... Nein, will ich nicht. Der Hund kann jetzt die Fährte aufnehmen. Aber, wir kennen sie eventuell noch von Liam. Jetzt geht es etwas langsamer vonstatten. Verstehe ich, soll dir folgen. Ja, und das Tier ist lahmarschig wie noch was. Wir kennen es noch von Liam. Wobei das bestimmt so ein Yorkshire Terrier ist, ne? So ein Paris Hilton Handtasche befeuchter Hund. Eine 3 Rennen Deppy. Im Englischen hieß der, glaube ich, auch anders, beziehungsweise auch im Japanischen, aber ich weiß es leider nicht. Das ist nur fast, okay, der kann durchrennen ohne ohne attackiert zu werden. Yes, das erleid. So. Ja, der hieß du natürlich anders. Aber Ark heißt eigentlich überall gleich, weil Ark natürlich die Arche, ne? Ihr könnt es euch ja denken, ne? Weswegen der gute Mann hier die Arche genannt wird. Genauso wie auch Tenji Soso in Japanisch, also die Erschaffung von Himmel und Erde, und in Deutsch Terranigma, Mischung aus Terra, die Erde, und Enigma, das Rätsel. Okay, ich komme gleich hinterher. Vorher muss ich nur noch das Zeta und fertig machen und das eklige Vieh hier. Und dann kann ich ihm hinterher rennen. Aber gleich... Uiuiui, 467, ne? Das ist mal ordentlich schade gemacht. Bei den Zombies, die den Kopf verlieren, ist halt immer so eine Sache, die muss ich zuerst mal treffen, damit sie ihren Kopf wegkennen, und dann haben wir die zweite Phase erst. Dann kann ich ihren Körper angreifen. Ich finde es aber auch so geil, wie bei dem kleinen Hund auch die Zunge so animiert wird in rosa. So, jetzt sind wir in dem Bereich, der zum Schluss führt. Deppy! Ich kann das Mädel nicht ausstehen. Ich hab dich wieder. Seit wir älter geworden sind, bin ich ganz allein. Hey, du? Du mieser Typ, ich hasse dich. Du erlebst an allem Elend schuld. Wir alles noch beim Alter, den ich noch mit meiner Älteren lebe. Mailin, mach nicht andere für dein Schicksal verantwortlich. Mama! Erinnere dich an meine Worte.
Wenn Menschen sterben, werden sie wiedergeboren. Ach, unsere Wiedergeburt steht kurz bevor. Aber noch wissen wir noch nicht, in welchem Körper wir erwachen werden. Es könnte bezaubern die Blumen oder wildes Tier sei. Doch an einem Tag, Mailin, sehen wir uns wieder. Leck dein Hass ab und lächel wieder. Das Leben wird weitergehen. Interessant auch, woher jetzt die Stimme kommt, die mich interessiert, um ehrlich zu sein. Dankeschön. Dummi Sup. Anders kann ich es gar nicht sagen. Dummi Sup. Jetzt kann ich mich ja erstmal ein Weilchen nicht mehr bewegen. So, jetzt hat. Jetzt bin ich wieder in der Bewegung drin. Und ja. Jetzt kommt dann zum Schluss nochmal etwas. Und das Ganze wird nochmal aufgeklärt. Also Mailin haben wir gefunden. Aber die ist fort. So. Jetzt kommt aber noch was. Huh, Da ist einer. ich muss mich für die Mailin entschuldigen. Vergib mir bitte, an einem Tag wird es verstehen können. Als Entschädigung werde ich dir helfen, junger Reisender. Der Weg in die Wüste vom Land, der führt durch die Todeswüste. Wenn du den Weg nicht kennst, dann wird die Wüste dein Leben fordern. Die Nomaden, die am Rand von der Wüste campen, die werden dir helfen. Na, la hopp. Wisst Bescheid. Jo. Jetzt sind wir wieder am Platz angelangt. Und wir sehen, wir können zwar überall noch rumhupsen, wie wir lustig sind, aber die ganzen Zombies sind jetzt fort. Die Sache ist, der Mario hat ja am Anfang auch gesagt, dass die Mailin in der Lage ist, Illusionen zu erschaffen. Das heißt, die ganzen Zombies waren nichts anderes als Illusionen, die das Mädel erschaffen hat, um uns hier das Leben schwer zu machen und um uns hier in Luran in die Irre zu führen und uns wahrscheinlich zum Schocke zu bringen. Und die Illusionen von ihr sind halt so real, dass die auch wirklich als Gegner behandelt werden im Spiel. Und ja, nachdem die Mailin fort ist, sind natürlich auch ihre ganze Illusionen fort. Und deswegen wollte ich halt auch noch sagen, wegen der Cutscene, ne? Dass die ihre Illusionen anscheinend so, ich würde sagen, schon Bewusstsein gibt, dass die auch untereinander kommunizieren, statt einfach nur Fremde oder Feinde anzugreifen. Das ist schon sehr interessant, wie ich finde. Wie gut, du lebst noch. Ich werde nach Europa zurückhören und dort berichte. Während meiner Reise habe ich eine Zeit lang in Taklama verbracht. Von den Nomaden dort konnte ich viel lernen. Man sollte nie zu lange an einem Ort bleiben. Der Austausch mit anderen Ländern ist wichtig für die Gesamtwelt. Ich hoffe auch, dass ich einen Beitrag zur Blüte von Europa leisten kann. Bestimmt. Ganz bestimmt, mein lieber Sven Hedin. Aber jetzt sind wir erstmal hier fertig. Und wir gehen noch zu der Nomade ins Camp rein. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns morgen wieder. Also machen's gut, wenn wir uns dann morgen wieder sehen zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Ayan Yankee.